Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysische Beraterin und Begleiterin und Autorin von 3 Büchern, unter anderem von dem Buch Fool's Path. Wir werden den Podcast noch kommen, wo es auch um das Buch geht. An dem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, was es eigentlich auf sich hat mit der Idee von einem metaphysischen Berater. Und was für Techniken ich da gebrauche. Und ich will ein bisschen darüber angehen, wie kann so eine Sitzung bei mir auflaufen. Eine erste Sache, die ich persönlich extrem wichtig fand, dass es eine Interaktion zwischen dem Klient und mir gibt. Was ich zum Beispiel ganz oft erlebe, wenn es nicht mehr um Quarte geht, dass der Klient das Problem ausschwätzt und dann legt Quartelehrerin Karten an, das Ganze geht da just nach über die Person. Wo ich verschiedene Nuancen will dran setzen. Bei denen einen ist es so, dass ein effektiv Kartenlehrer hat, die carrément der Meinung sind, so, du hast das Problem gesagt, los schwätzen ich, weil ich kenne meine Karten und ich weiß, was ich dazu sagen habe, etc. etc. Bei denen anderen ist es so, dass der Klient auch ein bisschen an die Richtung geht, also richtig verstanden, ich schwätze just von verschiedenen Momenten. Wo der Klient kennt, meint, bespaßt mich, so habe ich da auch mal erlebt. Dann hat auch die wirklich vehement sagen, nee, es geht wirklich darum, dass wir eine Kommunikation treten. Wenn ich ein Quad sehe und ich erkläre da die Quad, dann ist es gut, wenn ich auch weiß, dass ich da ein Feedback kriege zu der Sache. Und nicht einfach nur mal nicht unbedingt, weil die Person sieht, die andere soll mich bespaßen, mir aus dem Grund raus, weil die andere Person vielleicht auch Angst hat, und meint, sie dürft nicht zu der Aussage von einem Quartelehrer sagen. Das ist eher, ich haben mal mit den ganzen Sachen aufhängen, als für mich an erster Stelle das, dass ich normalerweise mit der Person entweder über Telefon, über WhatsApp, irgendwelche Messagen oder Weisen mal in Kontakt sind, wo die Person eben dann fragt, weil sie Interesse hat, ein Lunch zu kommen und ich mal kurz aussetzen, von wegen, was ich mache und was ich nicht mache. Weil für mich ist das immer der wichtigste Teil, dass die Responsabilitäten klar gestaltet sind und dass es hier noch keine Schuldzuweisungen gibt. Aber wenn die Person sich darüber anlässt, dann frage ich auch ganz oft nach dem Geburtsdatum und der Geburtsstunde für den Badze an den Zugangmingli auszurechnen. Die habe ich dann auch schon immer fertig ausgeprintet mit den ersten Notizen, mit den ersten Informationen für Roma. Und das sind auch die, wo ich eine Kopie davon auch nur dem Klient schon mal mitgehen. Wo der Klient auch von meiner Seite aus immer gebeten ist, dass auch von Fred von wegen, was soll ich mitbringen oder wie, was, wo, dann ist für mich immer die erste Sache, bringt immer einen Block mit, einen Notizblock an einen Big Mat. Weil heinz sind die Sachen auch geschwart, die ihn trotzdem hier noch vergessen hat, heinz sind die Sachen, die einen den Klick bei einem auslesen, und dann ist es gut, wenn er sich einfach mal eine Notiz mischt, oder wenn er merkt, du hast etwas, was du gesagt hast, ich weiß noch nicht direkt, etwas mit anzufangen, weiß ich es nicht zu schreiben. Weil die Arbeit, die ich anbiete, das ist dafür gemeint, dass die Person hingeht und auch nur noch weiter wirkend damit schaffen kann oder drunter schaffen kann. Also das nicht am Sinn von, es kann den hin, wir machen ein Coaching at die Merci. Das soll nachhaltig sein, aber weil es nachhaltig soll sein, also für mich auch extrem wichtig, dass in sich eben auch Notizen mischt. Für mich wird das 2 Gründe. Das hat den ersten Grund, dass er eben nur auch etwas am Grab hat. Und zweitens, dass er auch die Interaktion gesagt hat. Plus für die Leute, die sind nicht unbedingt auditiv oder nicht visuell. Und dann ist es gut, wenn die sich niederschreiben, weil die Kinästhetik hilft dann in dem Moment. Weil alle Menschen Sachen Ernstes abhält. Und sich jetzt selber auch an Singen wieder zu notieren, was ich vielleicht gerade ausgespart tun, kann helfen, dass die Person, auch wenn ich gerade nicht da bin, dass sie dann trotzdem versteht, was sie sich notiert tut. Er versteht, um was es geht an dem Punkt, also an den verschiedenen Punkten, die dann notiert sind. Wenn ich eine Person bei mir kenne, eine andere Sache ist, ich will immer, wenn die Leute mich von wie lange dauert so ein Coaching, ich soll immer 2 Stunden. Aus dem ganz einfachen Grund ist, die Person kennt daran, ein Klient soll mal für dich die Möglichkeit tun, so mal zu landen, mal anzukommen, sich mal zu sitzen, mal einen Moment Ruhe zu holen, vielleicht ein Schluck Wasser, ein Glas Wasser zu trinken, einen Kaffee zu trinken, irgendetwas, wo die Person raufkommt. An die 1 Minute geht sowieso immer drauf, wo ich mal über den da hat, schwarz irgendein belanglos, also ich soll nur Belanglosigkeit, mir echt dran denken von, dass er so ein bisschen an den Smalltalk kennt,
dass die Person sich auch alles fühlt. Weil das sind Minuten, die auf der anderen Seite aber extrem wichtig sind, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind sie auf die Magie verfehlen, wenn ich gebe so, ich mache eine Sitzung just an einer Stunde. Den zweiten Punkt, hier werde ich immer von 2 Stunden schwätzen, das ist, wenn so gut Sitzung per se rüber ist, will ich garantieren, dass die Person rausgeht und dass es da auch gut geht. Das heißt, wenn ich an den Zeitdruck komme, mir hu knapps Sitzung han run ist und das nach irgendeiner sagt, die nicht geklärt ist, hun ich keine Lust, die Person für rund dir zu sitzen und zu sagen, ja gut, den Zeit, also Adi, merci. Wenn ich merke, dass du nach irgendetwas knallt, das heißt, ich will auch die Möglichkeit tun, ob man an erster Stelle ein No-Arbeit schon mal zu garantieren. Ja, natürlich kennt es auch viel. Ich schon heinzens Leute, die kommen nach Hause, die schon länger sagen, und da beschwätzen das, über die Betze, über den Jugong Mingli, über den Tarotquart, etc., etc. Und dann hast du das mal an 10 Minuten gelesen. So Sachen können auch viel kommen. Sind aber recht zählen, weil normalerweise, wenn ihr bis eigentlich so stehen von der Last gelöst da könnt ihr recht wie so ein Domino-Reihe Landström, die könnt ihr noch, und dann kommen normalerweise auch andere Sachen noch ab. Also das heißt, das ist schon mehr Seelen, dass in 10 Minuten dabei ist. Das heißt, den Aufschluss, also den Rhythmus ist uns ganz einfach. Kommen, wirklich kommen. Das heißt, nicht einfach gute neue Jacket aus, sitze ich da hinter, 2 Worte schwatzen, will da etwas trinken, einfach mal raufkommen mit dem Ganzen. Nach zu dem Thema greifen, was es gegangen ist, für was die Person sich überhaupt die Rendezvous an erster Stelle geholt hat. Da gehe ich auf das schon nicht viel, das grammatikalisch vollkommen falsch ist, was schwer berät tun, für der Person mal einen gewissen Abblick zu bringen, was für Energien du da sind, und dann geht es darum, die Verbindung zu machen zwischen dem, was du von Energien so erkennen kann und auch intuitiv bei der Person kann erkennen, par rapport zu, was die Person sieht, wie die Person es sieht, wie es auch an das Gespräch ranleiten, für du Konnexionen zu machen. Weil genauso wie in Herno mit dem Pabaya oder mit einer Tarotquart oder mit einer anderen Technik eine Konnexion schafft, erschaffen mehr an einem Gehirn auch Konnexionen in dem Moment, Synapsen, diese Storen, dafür konnektieren. Das ist das alles irgendwie auf eine Art und Weise. Also immer ein System, eine Dynamik, die da hat, das an die immer den Aspekt dran bringt, dass das ganz in Bewegung bleibt. Aber nicht du einfach die Figur und also ja an dem Bett gesagt so und so aus und du machst eine Geschichte, dann könnt den anderen nicht 400. Du ist es wichtig, auch an die Interaktion ranzugehen. Auch du ich invitiere wirklich den Klient, dass er eben mit an die Kommunikation rangeht. Natürlich stelle ich auch Fragen zu der ganzen Sache, für dass ein Klient auch weiß, wo kann umsetzen oder wo in sein Gespräch sein Gedanke kann umsetzen. Mir auch wenn er merkt, die wird dem was das so und dass ihm irgendetwas durch den Kopf geht, so kleine Gesten machen, so Moment, das tilde etwas bei mir, da wann ich gelieft, mal das Zeichen zu gehen, und dann können wir mal manst als eine Notiz machen, aber wenn ich die Erklärung fertig schon darüber zurückzukommen, für zu gucken, für was hat der tote Lograt getriggert. Und dabei meine ich ein kurz Klammer ab, wie ich auch schon viel darüber gesagt habe, Triggerin als heute das in unserer Gesellschaft ein Wort, was ziemlich negativ bewertet ist, im Sinne von, das wird etwas weiter getriggert. Das geht nicht mehr an ein so mal plus und minus negativ Richtung. Mehr Trigger kann auch heißen, du hast so Ding, du geht den Aha-Effekt und auch das ist ein Trigger. Also, wenn ich verstehen, dass für mich das Wort nie einfach nicht mehr an eine negative Richtung geht. All Sorten von Trigger ist wichtig für mich. Positiv wie negativ im Moment. Und wenn ich dann, par rapport zu dem, was ich auf meinen Zetteln habe, mit den Notizen, mit den Erklärungen und mit der Kommunikation, dass ich da gemerkt, du als irgendein Knackpunkt, dann biete ich etwas weiteres an. Das kann da sein, dass ich eine Tarot-Legung anbiete, wo ich ganz spezielle Legungen habe, die viel mehr an die Interaktion zwischen dem Klient und der Quart am mehr gehen. Dem Moment auch zum Beispiel teilweise zu seinem Körper, da gibt es verschiedene Legungen, die ganz gut damit funktionieren. Das kann auch einfach sein am Sinn von, der Klient hat irgendwie so eine Frau, die abkennt, und dann leihe Quarten da, und dann hast du so 10-mal ein Quart, und da geht über die Quart, geht mal und der Frau geschafft. Und da findet sich die Lesung ganz oft der Hand selber raus, oder der Gedanken der Hand, was das ist. Heinzens ist nicht die Lesung, aber die Bannenst froh, die viel mehr wichtig ist, für überhaupt mal zu der Lesung umzukommen.
Und wenn dann die ganzen Dinge aufgeschlossen ist, wo dann auch noch ein kennt, as nach eng Frau die opsteht as nach Regenppes, da kann die Noarbestung gemäht gehen und da kann auch nach enke aufgeschlossen gehen mat eng kleine Smalltalk mat engem kleine gemidtlichen Dingen, dass die Person die he sitzt net nach immer, weil dat ass deelweis anstrengend an auch natürlich Mensch, der bei irgend geht in irgendeine therapeutische Richtung, kann extrem ungespannt sein, weil er nicht weiß, was er kennt, weil er nicht weiß, was er davon hat. Und dann ist es gut für auch aufzuschließen, an dem in der Sache ein bisschen Luft wird. Ich gebe den Leuten normalerweise Tipps oder je nachdem, wie kleine Aufgaben mit auf den Weg für diese können machen, für sich am Leben dran zu üben, für zum Beispiel eine Energie, eine Fähigkeit, diese haben, für die zu lernen, besser anzusetzen oder besser darauf aufzupassen, besser auf verschiedene Sorten von Triggern, wie ich gesagt habe, positiv oder negativ aufzupassen, etc. etc. Und dann kann Klient entlosen, da kann ich ein Klient entlosen an einer Art und Weise, wo ich weiß, dass ich schon etwas mit an den Grab gedrückt habe. Ich mache zum Beispiel auch ganz oft, wenn ein Tarotkarte hat, die extrem ausschwärzt, dass natürlich auch die Möglichkeit hat, ein Foto davon zu machen, das sind die weißen Schürze, ich mal nachher kann angucken her noch. Natürlich die Person, die geht her noch mit den Informationen, mit der Arbeit, die wir an der Sitzung gemäht haben, plus etwas mit am Grab, mit dem man rausgeht, wo weiß, dass man auch über die nächste Stage noch immer etwas hört, wo man das schaffen kann und wo andere Sachen verschaffen auch kann an dem Moment. Und dann steht es dem anderen ob man könnt oder nicht. Das ist natürlich, das liegt nie am Mengem Schritt, das ist, ich kann kein forcieren zu sagen, an 2 Wochen, also besser du 1000 Menge ab. Wenn ich merke, dass ein Noarbestung eine gute Idee wäre, da sind ich natürlich den ersten, die sieht, hey, wann merkt, dass er so weit ist, da soll sich die Person melden. Natürlich, es sind auch nicht den, die ganz gerne sehen, das muss an 2 Wochen sein oder das muss an 3 Monaten sein, weil ich weiß, dass jeder Ähnliches schafft mit den Energien, alle Menschen Ähnliches mit den Techniken schafft. Da gehe ich nicht hin, und da sind ich die so, für die guten Techniker ist es am besten, du kannst nur 3 Wochen rum oder du kannst nur 2 Monate rum. Das liegt an dem Einzelnen, und das ist eine Zeit, an eng Freiheit, die ich dem Einzelnen nicht will aufschwätzen, weil ich dem Moment dem sind Responsabilitäten wahrscheinlich und zweitens dem sind Fähigkeiten nicht unerkennen gave, dass sich selber daran gut genug kennt, wird zu merken, lo wäre ein nächster Kusch gut oder lo wäre nächster Schritt gut. Eng von den ancient Techniken, wo effektiv weiter Schritt da gebraucht gehen, und da kommen wir zu dem Buch, das ist die Tarotlegung, die ich an dem Buch beschreibe, ob das ich an meinem nächsten Podcast werde zurückkommen. An das Buch, also die Legung, wird wirklich gebraucht, für sozusagen ein spannendes Innenweltreis über Zeit zu machen. Das ist eine Legung, für ganz kurz zu erklären, die kann ein problemlos 1 Jahr, 2 Jahre mit einer Legung schaffen. Und da ist es dann normal, dass auch eine Person, die am Anfang mal eine globale Information kriegt, von all Position von der Legung, dass die Person par rapport zu verschiedenen Positionen an der Legung zurückkommt. Wie das genau ausgesehen, wie die Legung ausgesehen, werde ich weiter erklären. Auf meinem YouTube-Channel habe ich die Legung auch schon einmal gebraucht, mir natürlich noch nicht an denen bei der Weise erklärt, wie ich sie will erklären, par rapport zu was das alles mit sich bringt im Moment. Das ist eine Legung, die wirklich die einzelnen Archetypen abweist, wie gesagt. Alles für den nächsten Podcast. Wir haben die dort weiß oder ein bisschen eine Idee, wie kann so ein Ding ausgesehen, so ein Arbeit ausgesehen, wie kann so eine Sitzung ausgesehen, was erwartet ihn an so einer Sitzung, was hält jemand raus an, wenn nach irgendwelche Fragen hat, wo der sagt, ja, aber das war das oder das, wenn ich schläft, zeigt nicht erst bei mir zu melden, weil wenn ich ja Fragen nicht kenne, ja, da kann ich erst leider auch nicht beantworten. So, wünsche ich euch noch einmal vielmals merci, dass ihr gelauscht habt, und ich wünsche euch eine schöne Mitte, einen schönen Abend und eine gute Nacht.